Sarah Wagenknecht entfernt liberale Reporterin, nachdem sie die Frage wiederholt stellt. Sie fragte immer wieder dasselbe, bis Sarah genug hat, und was da geschah, ließ den ganzen Raum erstarren. Stellt euch die Szene vor, ein überfüllter Presseraum in Berlin, die Luft vibriert vor Spannung, Kameras reihen sich an der Rückwand auf, ihre Objektive fixiert auf das Podium, wo Sarah Wagenknecht steht, selbstbewusst, entschlossen, mit dem durchdringenden Blick, den wir alle kennen. Sie ist keine Unbekannte in solchen Situationen, hat sich schon oft gegen harte Kritik behauptet, aber Heute liegt etwas anderes in der Luft, eine Spannung, die man fast greifen kann. Sie tritt ans Mikrofon, justiert es mit einer kleinen, präzisen Bewegung. Guten Tag, meine Damen und Herren, lassen Sie uns keine Zeit verschwenden, sofort schiessen Hände in die Höhe, Journalisten wittern ihre Chance auf die grosse Schlagzeile. Sarah nicht einem bekannten Gesicht zu, ein Reporter eines grossen Senders fragt nach der Haltung des BSW zur aktuellen Wirtschaftskrise. Ihre Antwort kommt klar, präzise wie ein gut geschliffenes Argument, das sie schon 100-mal geschärft hat, Mini Payoff. Sie zeigt, dass sie die Kontrolle hat, souverän wie immer. Dann eine Folgefrage zur Rentenpolitik und wieder liefert sie, ohne zu zögern, mit der Mischung aus Schärfe und Vernunft, die sie so unverwechselbar macht. Doch genau da passiert es. Eine Stimme durchschneidet den Raum, scharf wie ein Messer. Frau Wagenknecht, reden wir über die wirkliche Sache, es ist sie, die liberale Reporterin. Sarah kennt sie gut, die Frau, die immer provozieren will, immer auf Streit aus ist, sitzt vorn, lehnt sich vor, ein suffisantes Lächeln im Gesicht, ihr Stift klopft rhythmisch auf ihren Notizblock. Sarah bleibt ruhig, hebt eine Augenbraue, bitte stellen Sie Ihre Frage, und die Reporterin lässt keine Sekunde verstreichen. Glauben Sie, dass die Politik des BSW bewusst darauf abzielt, Migranten auszuschliessen? Die Daten legen es nahe, Sarah hebt eine Hand, ihre Stimme ruhig, aber bestimmt. Diese Frage habe ich schon oft beantwortet. Das BSW steht für Gerechtigkeit für alle, unabhängig von Herkunft. Wenn Sie über das heutige Thema sprechen wollen, gerne ein leises Raunen geht durch den Raum. Mini Payoff. Sarah bleibt standhaft, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Doch die Reporterin gibt nicht auf, sie beugt sich noch weiter vor. Sie haben aber nicht wirklich geantwortet. Können Sie direkt sagen, ob das BSW Migranten diskriminiert? Sarah unterbricht ihre Stimme jetzt fester. Ich habe geantwortet. Wenn Sie etwas Neues haben, hören wir es gerne. Sie blickt zu den anderen Journalisten, ein Zeichen, dass sie weitergehen will. Für einen Moment scheint der Raum sich zu beruhigen, eine kurze Atempause, doch dann, ich verstehe nicht, warum Sie ausweichen, die Reporterin schlägt wieder zu, ihre Stimme hallt durch den Saal. Es ist eine einfache Ja-Nein-Frage. Schadet Ihre Politik Migranten? Die Stimme kippt, die anderen Journalisten werfen sich Blicke zu, manche fasziniert, andere genervt. Mini Payoff. Der Konflikt heizt sich auf und alle spüren, dass hier etwas Grosses passiert. Sarah atmet tief durch, ich weiche nicht aus. Ich bleibe beim Thema. Wenn Sie eine relevante Frage haben, beantworte ich sie, sonst gehe ich weiter, doch die Reporterin grinst nur, also es keine Antwort, die Spannung im Raum wird greifbar, die Luft scheint schwerer zu werden, alle warten drauf, was als nächstes kommt. Es ist still, aber die Stille ist nicht leer, sie ist geladen wie ein Gummiband kurz vorm Zerreißen. Sarah stellt sich aufrechter hin, ihre Hände greifen das Podium fester. Ich habe ihre Frage beantwortet.
Wir machen weiter, sie zeigt auf einen anderen Journalisten, doch bevor der sprechen kann, schneidet die Stimme wieder durch. Warum ist es so schwer, eine klare Antwort zu geben? Ein Hauch von Ärger flackert über Sarahs Gesicht, nur ein kurzes Zucken um die Augen, aber genug, um es zu bemerken, Mini-Payoff. Selbst Sarah, die Unerschütterliche, zeigt eine Reaktion. Die Kameras schwenken zwischen ihr und der Reporterin hin und her, jede Bewegung wird eingefangen, bereit, zur Schlagzeile zu werden. Sarah atmet durch die Nase ein. Ich verschwende hier niemandes Zeit. Wenn Sie eine neue Frage haben, gerne, sonst gebe ich anderen eine Chance. Die Reporterin lächelt spöttisch. Neue Frage. Warum hat das BSW so viel Angst vor Transparenz? Einige Journalisten halten den Atem an, andere schreiben hektisch mit, dass hier wird grösser Mini-Payoff. Die Provokation eskaliert und die Spannung steigt ins Unermessliche. Sarah blinzelt kontrolliert, ihre Hände lösen sich kurz vom Podium, dann lächelt sie kein warmes Lächeln, sondern eines, das sagt, ich durchschaue dich. Sie lässt Wort einen Moment wirken, bevor sie antwortet, Transparenz. Das ist genau, wofür wir stehen. Aber was sie hier machen, ist kein Journalismus, das ist Theater. Die Reporterin zuckt leicht zurück, ihr Grinsen wankt, Mini-Payoff. Sarah schlägt zurück, präzise und hart. Ein anderer Journalist räuspert sich, Frau Wagenknecht, wenn ich darf, doch wieder unterbricht die Reporterin. Sie weisen also legitime Fragen als Theater ab. Die Bürger verdienen Antworten, die Kameras fangen alles ein, Sarahs Kopf neigt sich leicht, die anderen Journalisten rutschen unruhig auf ihre Stühle, Mini-Payoff. Der Kampf wird persönlich und die Kontrolle steht auf der Kippe. Ein erfahrener Journalist im Hintergrund flüstert einem Kollegen zu. Das ist kein Journalismus, das ist eine Show, aber die Reporterin ist egal, was andere denken, sie weiss. Je länger sie das hier zieht, desto viraler wird es. Sarah sieht es auch, sie hat die Wahl, weitermachen und der Sache mehr Brennstoff geben oder das Ganze beenden. Sie seufzt und blickt zur Seite zum Sicherheitspersonal, Mini-Payoff, ein Wendepunkt naht und jeder spürt's. Die Luft wird schwerer, niemand spricht, aber die Spannung hält alle fest. Die Reporterin, Mitte 30, mit scharfen Augen und unbeugsamer Haltung, rührt sich nicht, ihr Stift liegt still, ein leises Lächeln auf den Lippen. Sie ist nicht hier, um zu fragen, sie ist hier, um ein Statement zu setzen. Sarah richtet sich auf. Ich sage es letztes Mal. Stellen Sie eine relevante Frage oder wir sind fertig. Die Reporterin lacht leise. Relevanz, Frau Wagenknecht. Ich mache meinen Job, ist das nicht der Sinn einer freien Presse? Sarah blinzelt nicht. Eine freie Presse hält Leute zur Rechenschaft. Was sie tun, ist eine Bühne für sich selbst, ein Raunen geht durch den Raum, die Journalisten werfen sich Blicke zu, das hier ist kein normaler Schlagabtausch mehr, Mini-Payoff. Sarah zieht Grenzen und die Reporterin steht vor einer Entscheidung. Die Reporterin tippt einmal mit dem Stift auf den Tisch, also, um das klarzustellen, Sarah weiss, was kommt. Weigert sie sich zu antworten, weil sie nicht können oder nicht wollen. Einige Journalisten ziehen scharf die Luft ein, warten auf die Reaktion, Mini-Payoff. Die Provokation erreicht ihren Höhepunkt. Sarah atmet aus, wägt ihre Worte. Ich weigere mich, ein Spiel zu spielen. Die Pressekonferenz dreht sich nicht um sie, das Lächeln der Reporterin flackert, sie lehnt sich zurück, Arme verschränkt. Klar, weil Transparenz ein Spiel ist, diesmal flüstern ein paar Journalisten miteinander, andere schauen gespannt, Sarah Mini-Payoff. Der Machtkampf ist in vollem Gange und die Spannung ist zum Zerreißen gespannt. Sarah hat schon oft mit schwierigen Reportern zu tun gehabt, aber das hier ist anders, es geht nicht um Politik, es geht um Kontrolle.
Sie justiert das Mikrofon leicht, tritt einen Schritt zurück. Ich glaube, wir sind hier fertig. Die Worte schlagen es wie ein Blitz. Die Reporterin hebt die Brauen. Entschuldigung, Sarah bleibt ruhig. Sie haben deutlich gemacht, dass sie nicht diskutieren wollen, sondern provozieren. Wenn Sie bleiben und zuhören möchten, bitte. Aber Ihre Fragen beantworte ich nicht mehr. Die Reporterin lacht leise. Die Presse zum Schweigen bringen. Ja, Sarahs Kiefer spannt sich an. Sie wusste, dass das kommt. Sie weiss, wie das Gerät wird Mini-Payoff. Sarah trifft eine Entscheidung und die Konsequenzen stehen bevor. Sie blickt zum Sicherheitspersonal, ein wortloses Signal und plötzlich ändert sich alles. Die Leute rutschen auf ihre Sitze, die Spannung explodiert von angespannter Erwartung zu direktem Konflikt Mini-Payoff. Das Drama erreicht seinen Höhepunkt und niemand weiß, wie es endet. Ein Raunen geht durch den Raum, die Journalisten schauen nicht nur zu, sie zeichnen jeden Moment auf, warten darauf, wie weit es geht. Die Kameras surren, fangen den genauen Augenblick an, als Sarah zum Sicherheitspersonal blickt. Die Reporterin bemerkt es auch, ihr Lächeln verschwindet, das macht sie nicht ernsthaft, ihre Stimme ist leiser, aber scharf genug, um den Raum zu durchdringen. Sarah antwortet nicht. Ein uniformierter Wachmann tritt langsam vor, er sagt nichts, aber die Botschaft ist klar. Die Reporterin hat zwei Optionen: zurückrudern oder eskalieren. Sie wählt Letzteres, das ist unglaublich, murmelt sie dann lauter für die Kameras. So viel zur Pressefreiheit. Was? Sarah steht still. Pressefreiheit bedeutet nicht, eine Pressekonferenz zu kapern. Die Reporterin lacht trocken, schaut sich um, als wolle sie die anderen einladen, ihr zuzustimmen. Mini-Payoff. Der Showdown ist da und die Reporterin spielt ihre letzte Karte. Manche Journalisten schauen weg, andere schreiben mit, aber niemand sagt etwas. Der Wachmann macht einen weiteren Schritt. Für einen Moment zögert die Reporterin, sie könnte bleiben, sich rauswerfen lassen, das wäre der virale Moment, oder sie könnte gehen und die Story selbst drehen. Sarah beobachtet, wie die Entscheidung in ihren Augen abläuft. Dann greift die Reporterin langsam nach ihrem Notizblock, steht auf, zieht ihre Tasche zurecht. Das ist eine Schande, murmelt sie laut genug für die Mikrofone und dann, bevor sie zur Tür geht. Sie können mich rausschmeißen, aber die Wahrheit schweigen sie nicht. Sarah sagt nichts. Die Tür schließt sich hinter der Reporterin und plötzlich ist es vorbei oder sollte es zumindest sein. Mini-Payoff. Der Konflikt endet abrupt, aber die Spannung bleibt. Die Stille danach ist schwer, niemand weiss, was er tun soll. Die Kameras laufen weiter, manche Journalisten schauen auf ihre Notizen, andere starren einfach nur. Dann, aus dem hinteren Teil des Raums, eine Stimme: Frau Wagenknecht, war das die richtige Entscheidung? Sie dreht sich um. Ich denke, es war nötig. Eine andere Stimme: Glauben Sie nicht, dass das nach hinten losgeht? Sie weiss, dass es das wird. Sie weiss, dass die Clips schon jetzt im Netz kursieren, die Schlagzeilen sich formen. Sarah Wagenknecht entfernt die Reporterin wegen harter Fragen. Mini-Payoff. Die Konsequenzen zeichnen sich ab und die Spannung nimmt neue Formen an. Sie richtet sich auf. Wir sind hier für Diskussionen, nicht für Störungen. Wenn jemand eine echte Frage hat, beantworte ich sie. Eine kurze Pause, dann hebt sich zögernd eine Hand. Die Pressekonferenz geht weiter, aber der wahre Sturm, der fängt gerade erst an. Innerhalb von Minuten wird das Video sich verbreiten und als Sarah das Podium verlässt, trendet ihr Name schon. Mini-Payoff, der Anfang vom Ende oder vielleicht der Anfang von etwas Grösserem? Als Sarah das Podium verlässt, summt ihr Handy schon, Mitarbeiter stehen am Rand, flüstern hektisch, ihre Gesichter angespannt, während sie zwischen Bildschirmen und der Tür hin und her blicken, dort die Reporterin eben gegangen ist.
Sie muss ihre Benachrichtigungen nicht checken, um zu wissen, was los ist. Der Clip verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Während sie den Flur zu ihrem Büro entlang geht, holt sie eine Mitarbeiterin ein, Handy in der Hand. Es trendet schon, #Presse zum Schweigen bringen nimmt Fahrt auf. Sarah atmet durch die Nase aus. Natürlich tut's das, die Mitarbeiterin zögert. Die grossen Sender greifen es auf, manche berichten neutral, aber andere sie scrollt. Wagenknecht unterdrückt Pressefreiheit, Reporterin rausgeworfen, weil sie die Wahrheit sagt. Sarah bleibt stehen, die Wahrheit, ein halbes Lachen, halb Spott. Sie hat nicht die Wahrheit gesagt, sie hat performt, die Mitarbeiterin nickt. Egal, so wird's nicht dargestellt. Sarah wusste, dass das kommt. In dem Moment, als sie den Wachmann angeschaut hat, Mini Payoff. Ihre Vorahnung wird Realität und die Schlacht beginnt. So laufen die Momente ab. Clip zuschneiden, Kontext weglassen, dramatische Überschrift drauf und die Empörungsmaschine übernimmt den Rest. Aber sie gerät nicht in Panik, sie ist lang genug dabei, um zu wissen, dass Narrative sich drehen können. Was sagt unsere Basis? Fragt sie und öffnet die Tür zu ihrem Büro. Die Mitarbeiterin folgt, sie stehen hinter ihnen, konservative Stimmen nennen einen Sieg, sagen, sie hätte professionell gehandelt, die üblichen Namen verteidigen sie, Sarah nickt. Und die Parteispitze, sie distanzieren sich, aber noch keine Verurteilung, es schwebt im Raum Mini Payoff, Unterstützung und Zurückhaltung, ein Balanceakt. Und sie fragt Sarah, ohne erklären zu müssen, was sie meint. Die Mitarbeiterin scrollt wieder. Sie legt nach, hat schon ein Live-Interview gegeben, nennt es einen erschreckenden Moment für die Pressefreiheit. Natürlich, denkt Sarah, neigt den Kopf zurück und starrt kurz an die Decke, bevor sie sich vom Schreibtisch abstößt. Sie wollte das, und wir haben's ihr gegeben. Die Mitarbeiterin beißt sich auf die Lippe. Was machen wir jetzt? Sarah antwortet nicht sofort, sie geht zum Fenster. Blickt auf die Straße hinunter, der Reporter sammelt sich schon. Warten auf ihren nächsten Schritt, Mini Payoff. Die Falle ist zugeschnappt, aber Sarah plant schon den Ausweg. Sie weiss, sie hat eine Wahl, schweigen und den Moment aussitzen oder die Kontrolle übernehmen, bevor die Story sich festsetzt. Ihr Kiefer spannt sich an, der Kampf ist nicht vorbei, er fängt gerade erst an. Der Lärm draussen wird lauter, Reporter drängen sich auf dem Gehweg, Kameras richten sich auf den Eingang, warten auf ein Statement. Drinnen steht Sarah noch immer, Hände auf dem Schreibtisch, während ihre Mitarbeiter durch einen endlosen Strom von Schlagzeilen scrollen. Die Meinungen sind gespalten, sagt eine Mitarbeiterin schließlich, manche nennen es gerechtfertigt, sagen, sie hätten eine unprofessionelle Störung so gehandhabt, wie es sein soll. Andere, sie zögern, seufzt dann, die malen es als Angriff auf die Demokratie, Sarah schmunzelt, schüttelt den Kopf, ein Angriff auf die Demokratie. Weil ich eine Reporterin rauswerfen ließ, sich nicht an Regeln hält, die Mitarbeiterin sagt nichts. Beide wissen, dass die Wahrheit hier nicht zählt, nicht in der schnellen Welt digitalen Aufschreis Mini Payoff. Die Realität trifft auf die Wahrnehmung und Sarah bleibt gelassen. Ein zweiter Mitarbeiter tritt ein, Handy hochhaltet. Sie hat gerade ihre volle Stellungnahme gepostet, Sarah atmet tief ein. Lassen Sie hören, er liest vom Bildschirm. Heute wurde ich aus einer Pressekonferenz entfernt, weil ich meinen Job gemacht habe, harte Fragen gestellt habe. Das BSW behauptet, für Transparenz zu stehen, aber wenn es darauf ankommt, schweigen sie die Presse nieder. Das sollte jeden alarmieren, der an Rechenschaft und freie Rede glaubt. Sarah lacht kurz auf. Und keine Erwähnung, wie sie die ganze Veranstaltung gestört hat. Der Mitarbeiter schüttelt den Kopf. Nein, nur die Opferrolle, natürlich, es ist so vorhersehbar. Die
die selektive Bearbeitung, die sorgfältig formulierten Posts, die dramatischen Unterdrückungsansagen Mini-Payoff. Die Reporterin spielt ihr Spiel, aber Sarah kennt die Regeln. Sie hat's schon oft gesehen und jetzt hat sie eine Wahl. Ihr erster Impuls ist, in die Offensive zu gehen, eine Pressekonferenz einberufen, klarstellen, was passiert ist und die Leute daran erinnern, dass eine störende Journalistin zu entfernen nicht dasselbe ist, wie die Presse zum Schweigen zu bringen. Aber sie weiss, wie es laufen würde, sobald sie reagiert, dreht sich der Kreislauf weiter. Sie dreht sich zurück zum Fenster, draussen parkt ein Nachrichtenwagen, ein weiterer Reporter steigt mit Mikrofon aus, die Berichterstattung lässt nicht nach Mini-Payoff, der Druck steigt, aber Sarah bleibt strategisch. Sie tippt mit dem Finger auf den Schreibtisch. Was ist unser stärkster Zug? Die erste Mitarbeiterin zögert. Wir könnten das volle, ungeschnittene Video veröffentlichen, bevor ihre Version zu viel Fahrt aufnimmt. Die Leute sollen selbst sehen, wie oft sie sich gewarnt haben, bevor der Security-Eingriff den zweiten Mitarbeiter nögt. So wirkt es nicht wie eine Verteidigung, sondern wie Transparenz. Sarah überlegt, es ist ein schlauer Schachzug, die Fakten für sich sprechen lassen Mini-Payoff, ein Plan nimmt Form an und die Kontrolle kehrt zurück. Aber sie weiss auch, dass Fakten allein keine Schlachten gewinnen, Wahrnehmung tut es. Ihr Blick fällt auf ihr Handy, wo Benachrichtigungen weiter eintrudeln. Sie kann die Kabelnachrichten schon vorhersagen, die empörten Talkshows, die Meinungsartikel, ihre Entscheidung zerpflücken. Ein langer Atemzug, ein langsames Ausatmen, dann nickt sie, veröffentlichen sie das volle Video. Die Mitarbeiter machen sich sofort an die Arbeit, entwerfen eine Erklärung, laden das Video hoch. Sarah schaut zu, ihr Kopf ist schon 10 Schritte voraus Mini-Payoff. Sie übernimmt die Initiative und die Bühne ist bereitet. Die Reporterin wollte ein Spektakel, aber was sie nicht ahnt, ist, dass Sarah nicht nur reagiert, sie legt den Grundstein für das, was kommt. Das ungeschnittene Video geht innerhalb einer Stunde online, kein reißerischer Schnitt, kein dramatischer Kommentar, nur ein simpler Post mit dem rohen Austausch, damit die Leute genau sehen, was passiert ist. Der Titel ist klar und direkt. Schauen Sie selbst. Der volle Austausch zwischen Sarah Wagenknecht und der Reporterin bei der heutigen Pressekonferenz. Sarah lehnt sich in ihrem Stuhl zurück, sieht zu, wie die Zahlen hochschnellen, tausende Views in Minuten, Kommentare strömen herein, einige wütend, andere unterstützen Mini-Payoff. Die Wahrheit ist draussen, aber wird sie gehört. Ihr Handy summt, eine Nachricht von einem engen Verbündeten in den Medien. Kluger Zug, das nimmt ihnen den Wind aus den Segeln, aber sie weiss, so einfach ist es nicht, die Drehmaschine läuft schon. Die Reporterin selbst war schon auf mehreren Sendern, erzählt die Geschichte so, dass sie als Opfer dasteht. Sarah klickt auf eines der Interviews, da sitzt sie in einem schwach beleuchteten Studio, die Stirn in rechtschaffener Empörung runzelt. Ich habe nur meinen Job gemacht, sagt sie dem Moderator. Ich habe harte, aber notwendige Fragen gestellt, und statt sie zu beantworten, wurde ich entfernt. Das sollte jedem, egal welcher politischen Richtung, Sorgen machen, der Moderator nicht ernst. Fühlte sie sich bedroht? Sarah rollt die Augen, die Reporterin seufzt fast theatralisch, nicht physisch, nein, aber beruflich absolut. Das ist ein Angriff auf den Journalismus selbst. Das Interview schaltet zu einer Expertenrunde. Alle diskutieren, was das wirklich bedeutet. Gefährlicher Präzedenzfall, ein beunruhigender Moment für die freie Rede. Sie hat nur getan, was Journalisten tun sollten. Mini-Payoff. Die Gegenseite schlägt zurück und der Kampf um die Narrative eskaliert. Sarah atmet scharf aus, sperrt ihr Handy, die Fakten sind da draussen, aber es heisst nicht, dass die Leute sie akzeptieren.
Eine Mitarbeiterin steckt den Kopf ins Büro. Das müssen Sie sehen. Sarah folgt ihr in den Flur, wo sich das Team um einen Fernseher versammelt hat, eingestellt auf einen konservativen Sender. Der Moderator spielt den vollen Clip, den Sarah veröffentlicht hat, hält an Schlüsselmomente an. Sie unterbricht immer wieder, sagt er kopfschüttelnd, das war kein Journalismus, das war Grosstuerei, die Panelisten nicken zustimmend. Das war geplant, sagt einer, sie wusste genau, was sie tut, drängen, bis sie rausfliegt, dann die Opferkarte spielen, der Moderator wendet sich an die Kamera, die Realität ist, Sarah Wagenknecht hat nicht die Presse zum Schweigen gebracht, sie hätte Aktivistin gestoppt, sich als Journalistin ausgibt, Sarah verschränkt die Arme, schaut zu, wie die Diskussion läuft, Mini-Payoff. Unterstützung von unerwarteter Seite, aber die Spaltung bleibt. Die Teilung ist klar, auf der einen Seite loben konservative Stimmen sie dafür, standhaft geblieben zu sein, auf der anderen malen Mainstream-Medien sie als autoritäre Figur, die die Presse knebelt. Die Mitarbeiterin blickt zu ihr, das wird eine lange Woche, Sarah nickt. Ja, aber zumindest ist die Wahrheit jetzt draussen. Die Frage ist, wer wird sie glauben? Die Geschichte will nicht sterben. Tagelang dominiert sie Schlagzeilen, Talkshows und Debatten in den sozialen Medien, die Mini-Payoff. Der Sturm hält an und Sarah bleibt im Zentrum. Politische Kommentatoren zerlegen jede Sekunde des Austauschs, jede Seite dreht die Erzählung nach ihrer Agenda, Memes fluten das Netz. Einige verspotten die Reporterin, andere stellen Sarah als Bösewicht dar, die Meinungsfreiheit unterdrückt. Doch inmitten des Lärms wird es klar, das Land ist gespalten. Sarah weiss, dass sie keinen universellen Sieg erwarten kann, so funktionieren die Kämpfe nicht. Aber als sie in ihrem Büro sitzt und einen Clip der neuesten Podiumsdiskussion anschaut, trifft sie etwas. Ein erfahrener Journalist, einer, der sie tatsächlich respektiert, lehnt sich in seinem Stuhl vor. Sage mir ehrlich, sagt er, das war keine Journalistin auf der Suche nach Wahrheit, das war jemand, der einen viralen Moment wollte und sie hat ihn bekommen. Die anderen Panelisten rutschen unruhig herum, nicht gewohnt an solche Ehrlichkeit, Mini-Payoff, ein Funken Wahrheit durchdringt den Lärm. Sie hat eine Frage gestellt, eine Antwort bekommen. Mocht sie nicht, hat weiter gedacht, nicht für Klarheit, sondern für Konflikt. Und als sie rausflog, rannt sie direkt zu den Kameras und spielt das Opfer. Das ist kein Berichten, das ist Aktivismus, der Moderator runzelt die Stirn. Sagen Sie, Sarah war gerechtfertigt, der Journalist zuckt die Schultern, ich sage, wir müssen ehrlich sein, was Journalismus sein sollte. Wir sind hier, um die Öffentlichkeit zu informieren, nicht Empörung zu erzeugen. Sarah atmet langsam aus. Endlich hat's jemand gesagt, Mini-Payoff, ein Moment der Klarheit, aber reicht das? Doch sie weiss, der Schaden ist schon angerichtet, die Schlagzeilen sind geschrieben, die Clips geschnitten, die Leute, die glauben wollen, sie unterdrücken die Meinungsfreiheit, werden ihre Meinung nicht ändern und die sie unterstützen, sind schon beim nächsten Thema. Eine Mitarbeiterin klopft leise an die Tür, tritt eine Interviewanfrage von «Nein», sagt Sarah sofort. Die Mitarbeiterin blinzelt. Sie wissen nicht mal, von wem, egal, sagt Sarah und steht auf, ich spiele da nicht weiter mit. Die Fakten sind draussen, sollen sie damit machen, was sie wollen, die Mitarbeiterin zögert, dann nickt sie, verstanden. Sarah greift ihr Handy, scrollt durch die endlosen Benachrichtigungen Mini-Payoff. Sie zieht sich zurück, aber der Kampf ist nicht vorbei. Der Sturm wird vergehen, das tut er immer, aber sie weiss, das hier ist grösser als eine Pressekonferenz. Es geht um die Art, wie Medien heute arbeiten, wie Narrative geformt werden, wie Wahrheit hinter Klicks und Empörung zurücktritt. Sie blickt zurück zur Mitarbeiterin.
Geben Sie eine letzte Erklärung raus, was soll sie sagen? Sarah denkt einen Moment, dann lächelt sie, nur 4 Worte, schauen Sie das Video, die Mitarbeiterin wartet, Sarah nickt, Mini-Payoff, ein letzter Schachzug, simpel und stark. Denn am Ende des Tages ist das alles, was zählt, die Wahrheit, ob die Leute sie sehen wollen oder nicht. Medienintegrität ist ein zerbrechliches Gut in einer Zeit, wo Klicks wichtiger sind als Kontext, verschwimmt die Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus mehr denn je. Die wahre Frage ist nicht, ob Sarah richtig oder falsch lag, sondern ob wir als Gesellschaft die Wahrheit genug schätzen, um zu erkennen, wann wir manipuliert werden. Was denkt ihr? Schreibt's uns unten und wenn ihr mehr davon wollt, abonniert Mini-Payoff, der Zuschauer wird eingebunden, die Spannung bleibt. Doch während die Diskussion tobt, sitzt Sarah in ihrem Büro, blickt auf die Strasse, wo der Reporter noch immer lauert. Sie weiss, das war nicht das Ende, sondern der Anfang von etwas Grösserem, etwas, das wir alle miterleben werden. Die Reporter draussen vor dem Gebäude werden nicht weniger, ihre Stimmen verschmelzen zu einem dumpfen Summen, das durch die Fenster dringt, während Sarah in ihrem Büro steht, die Arme verschränkt, den Blick auf die Stadt gerichtet. Ihr Handy liegt auf dem Schreibtisch, vibriert ununterbrochen mit Nachrichten, Benachrichtigungen, Reaktionen, die Welt draussen explodiert, und sie ist mittendrin. Eine Mitarbeiterin kommt herein, ihre Schritte hastig. Das Video, das wir hochgeladen haben, hat jetzt über 1 Million Aufrufe. Sarah dreht sich langsam um und die Kommentare, die Mitarbeiterin scrollt auf ihrem Tablet, geteilt wie erwartet. Dann feiert sie als starke Frau, die sich nicht verbiegen lässt, die anderen schreiben, sie hätte die Demokratie verraten. Sarah nickt, fast als hätte sie das Wort für Wort vorhergesehen, Mini-Payoff, die Reaktionen kommen, und Sarah bleibt unerschüttert. Die Reporterin hat gerade einen neuen Post abgesetzt, fährt die Mitarbeiterin fort. Sie sagt, das Video beweist ihre Version, dass sie ausweichen und dann die Macht spielen liessen. Sarah hebt eine Braue, sie dreht's schon wieder, die Mitarbeiterin nickt. Ja, und sie hat jetzt eine Einladung für ein Primetime-Talkshow heute Abend. Natürlich, denkt Sarah, die Reporterin melkt das für alles, was es wert ist, Mini-Payoff. Die Gegnerin schlägt zurück und die Spannung steigt weiter. Sie geht zurück zum Fenster, die Hände in die Hüfte gestemmt und beobachtet, wie ein weiterer Übertragungswagen vorfährt. Die Geschichte hat jetzt Beine, sie läuft von selbst und jeder will ein Stück davon. Ihr Team steht hinter ihr, wartet auf Anweisungen, aber sie schweigt einen Moment, lässt die Situation auf sich wirken. Was machen die anderen Medien, fragt sie schließlich. Der zweite Mitarbeiter räuspert sich. Die grossen Zeitungen bringen jetzt Analysen, einige nennen es einen Skandal, andere sagen, es war längst überfällig, dass jemand wie sie Grenzen setzt. Die sozialen Medien sind ein Schlachtfeld, hastiges wie Wagenknecht gegen Presse und Reporterin Opfer trennen parallel. Sarah lächelt schmal, ein Schlachtfeld, ja. Gut, Mini-Payoff, das Chaos nimmt Form an und Sarah sieht eine Chance. Sie weiss, dass sie nicht jede Meinung ändern kann, aber sie kann die Diskussion lenken, wenn sie schlau spielt. Die Mitarbeiterin hebt den Blick, unsere Unterstützer organisieren sich auch, sie teilen das Video massiv, rufen dazu auf, die Wahrheit zu sehen. Sarah nickt. Das ist ein Anfang. Aber wir brauchen mehr, sie dreht sich um, ihre Stimme wird fester. Wir müssen die Leute daran erinnern, worum es hier wirklich geht. Nicht um mich, nicht um sie, sondern um das, was Journalismus sein sollte. Die Mitarbeiter tauschen Blicke, dann fragt einer, wie machen wir das? Sarah tippt mit dem Finger auf den Schreibtisch. Wir drehen den Spieß um.
Keine Verteidigung, kein Rückzug, wir stellen die Frage, die sie nicht beantworten kann, meine Payoff, ein neuer Plan entsteht und die Kontrolle kehrt zurück. Die Mitarbeiterin runzelt die Stirn. Welche Frage? Sarah lehnt sich vor. Warum hat sie die Pressekonferenz sabotiert, statt nach Fakten zu suchen? Wir laden unsere Basis ein, das selbst zu fragen und die Antworten zu teilen. Ein Funkeln tritt in ihre Augen, sie sieht die Schlagzeilen schon vor sich. Wer ist hier wirklich gegen die Wahrheit? Meine Payoff. Sarah wendet das Blatt und die Spannung nimmt eine neue Richtung. Das Team macht sich sofort an die Arbeit, sie verfassen einen kurzen, scharfen Post. Schauen Sie sich das Video an und fragen Sie sich, ist das Journalismus oder Aktivismus? Teilen Sie Ihre Meinung, die Wahrheit verdient es, gehört zu werden. Binnen Minuten geht der Beitrag online und die Reaktionen explodieren erneut. Sarah beobachtet die Zahlen, sieht, wie die Kommentare sich überschlagen. Endlich sagt mal jemand, das war kein Journalismus, das war ein Ego-Trip, aber auch die Gegenstimme. Wagenknecht will die Presse kontrollieren, meine Payoff. Die Menge wird mobilisiert und das Spiel dreht sich. Doch während das Netz tobt, sitzt die Reporterin in der Maske der Talkshow bereit, ihre Version noch lauter zu verkünden. Sarah weiss, dass der Abend entscheidend wird, nicht nur für sie, sondern für die ganze Debatte. Sie greift ihr Handy, ruft eine vertraute Nummer an. Hallo, ja, ich brauche dich heute Abend in der Sendung. Wir lassen sie nicht allein das Feld übernehmen, die Stimme am anderen Ende lacht leise. Ich bin dabei, meine Payoff. Ein Verbündeter tritt ins Spiel und die Bühne ist bereitet. Die Stunden vergehen schnell und als die Talkshow beginnt, sitzt die Reporterin schon auf ihrem Stuhl, selbstbewusst, die Kamera auf sie gerichtet. Der Moderator eröffnet ein Eklat in Berlin, eine Reporterin wird aus einer Pressekonferenz entfernt. War das ein Angriff auf die Pressefreiheit? Die Reporterin lächelt, bereit, ihre Geschichte zu spinnen. Ich habe nur meinen Job gemacht, harte Fragen gestellt und Sarah Wagenknecht hat mich rauswerfen lassen, weil sie die Antworten nicht geben konnte. Die Kamera schwenkt auf den anderen Gast, ein bekannter Kommentator, ein Unterstützer von Sarah. Er lehnt sich vor, das ist nicht die ganze Geschichte. Haben Sie das Video gesehen? Sie haben nicht gefragt, sie haben provoziert immer wieder, bis es kein Zurück mehr gab. Die Reporterin blinzelt, leicht aus dem Konzept. Ich habe versucht, Klarheit zu schaffen. Der Kommentator schüttelt den Kopf. Nein, sie haben ihn schon abgezogen. Es war kein Journalismus, das war Theater, meine Payoff. Die Reporterin wird konfrontiert und die Wahrheit bricht durch. Das Publikum im Studio murmelt, der Moderator versucht, die Kontrolle zu behalten. Aber ist es nicht die Aufgabe der Presse, hartnäckig zu sein? Der Kommentator nickt. Sicher, aber es gibt einen Unterschied zwischen Hartnäckigkeit und Sabotage. Schauen Sie sich das Video an, die Leute sollen selbst entscheiden. Die Reporterin zuckt mit den Schultern. Das Video zeigt, wie ich rausgeworfen wurde, weil ich nicht aufgab. Doch der Kommentator lächelt scharf. Es zeigt, wie sie die Regeln gebrochen haben, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Meine Payoff, der Schlagabtausch wird intensiv und die Spannung steigt erneut. Draussen in den Wohnzimmern von Deutschland und der Schweiz schauen die Leute zu, teilen ihre Meinungen online, die Hashtags explodieren weiter. Sarah sitzt in ihrem Büro, der Fernseher leise laufend im Hintergrund und scrollt durch die Reaktionen. Sie sieht, wie ihre Basis sich sammelt, wie die Frage, die sie gestellt hat, Wurzeln schlägt. War das Journalismus oder Aktivismus? Die Antworten strömen herein und langsam, ganz langsam, verschiebt sich die Debatte meine Payoff. Die Macht des Volks erwacht und Sarah gewinnt Boden. Aber sie weiss, dass die Reporterin nicht aufgeben wird, nicht jetzt, nicht nach all dem.
Ihr Handy summt wieder eine Nachricht von einem Teammitglied. Sie plant morgen eine grosse Pressekonferenz, sagt, sie hat Beweise, dass sie die Presse systematisch unterdrücken. Sarah liest die Worte, lehnt sich zurück, ein schmales Lächeln auf den Lippen. Beweise, ja. Dann lass uns sehen, was sie hat. Mini-Payoff. Eine neue Herausforderung taucht auf und Sarah ist bereit. Die Nacht vergeht und am nächsten Morgen ist die Stadt in Aufruhr. Die Reporterin hat angekündigt, die ganze Wahrheit zu enthüllen und die Medien stürzen sich darauf wie Hai auf Blut. Sarah steht wieder am Fenster, blickt auf die wachsende Menge, da unten Kameras, Mikrofone, Schilder. Sie weiss, dass das der Moment ist, der alles entscheiden könnte. Was machen wir? Fragt eine Mitarbeiterin nervös. Sarah dreht sich um, ihre Stimme ruhig, aber stahlhart. Wir warten. Sie will reden? Soll sie? Wir haben die Fakten schon rausgebracht, jetzt liegt's an den Leuten. Mini-Payoff. Sarah bleibt strategisch und die Spannung erreicht einen neuen Höhepunkt. Die Pressekonferenz der Reporterin beginnt, sie steht vor einem Pulk von Mikrofonen, ihre Stimme zittert vor gespielter Empörung. Das war kein Einzelfall. Sarah Wagenknecht und das BSW haben ein Muster, sie schwägen kritische Stimmen nieder, wann immer es ihnen passt. Sie hält ein paar Dokumente hoch, behauptet, es seien interne Notizen, die ihre These stützen. Die Kameras zoomen an, die Schlagzeilen schreiben sich schon selbst. Mini-Payoff, die Reporterin legt nach und die Gefahr wächst. Doch Sarah sitzt ruhig in ihrem Büro, schaut die Übertragung live. Eine Mitarbeiterin flüstert, sollen wir reagieren? Sarah schüttelt den Kopf, noch nicht. Lass die Leute es erst verdauen, sie weiss, dass Panik jetzt alles ruinieren könnte, sie muss den richtigen Moment abwarten. Ihr Handy leuchtet auf, eine Nachricht von einem alten Freund, die Dokumente sind schwach, sie blufft. Schlag zurück, Sarah liest, nickt langsam. Mini-Payoff, ein Hoffnungsschimmer und die Wende naht. Die Reporterin redet weiter, aber ihre Argumente wirken dünn, die Fragen der Journalisten werden skeptischer. Sarah sitzt, spürt, die Stimmung kippt. Sie greift ihr Handy, tippt eine kurze Nachricht an ihr Team, bereitet eine Antwort vor, aber wartet auf mein Signal, dann lehnt sie sich zurück, beobachtet, wie die Reporterin langsam am Boden verliert. Mini-Payoff, die Gegnerin stolpert und Sarah hält die Fäden in der Hand. Die Stunden vergehen, die Debatte tobt weiter, aber etwas ändert sich, die Leute fangen an, die Beweise der Reporterin zu hinterfragen, die sozialen Medien füllen sich mit Zweifeln. Sarah weiss, dass sie nicht viel tun muss, die Wahrheit arbeitet schon für sie. Doch sie plant den finalen Schlag, der alles beenden wird. Mini-Payoff, der Sieg rückt näher, aber die Spannung bleibt. Ihr Team versammelt sich, wartet auf ihre Worte. Sie steht auf, blickt sie an, wir geben ihnen, was sie wollen, volle Transparenz. Aber auf unsere Weise, die Mitarbeiter nicken und Sarah lächelt, das Spiel ist fast vorbei. Die Spannung im Büro ist greifbar, als Sarah aufsteht und ihr Team ansieht, ihre Augen funkeln mit der Mischung aus Entschlossenheit und Zuversicht. Wir geben ihnen Transparenz, sagt sie, ihre Stimme ruhig, aber durchdringend, aber wir machen es auf unsere Art und wir machen es so, dass niemand wegsehen kann. Die Mitarbeiter nicken, spüren, dass der entscheidende Moment naht. Draussen tobt die Debatte weiter, die Pressekonferenz der Reporterin hat die Gemüter erhitzt, aber Zweifel wachsen, ihre Beweise wirken dünn, ihre Geschichte bröckelt unter den Fragen der Journalisten und die sozialen Medien fangen an, sich gegen sie zu wenden. Mini-Payoff, die Wende beginnt und Sarah hat das Momentum. Sie geht zum Schreibtisch, greift ein Blatt Papier und skizziert schnell eine Idee.
Wir laden ein eigenes Video hoch, keine Verteidigung, keine lange Rede, nur die Fakten. Wir zeigen die Schlüsselstellen ihrer Pressekonferenz, legen ihre Dokumente daneben und lassen die Leute selbst urteilen. Eine Mitarbeiterin runzelt die Stirn. Aber was, wenn sie das wieder dreht? Sarah lächelt schmal. Das wird sie versuchen, aber diesmal sind wir vorbereitet. Mini-Payoff. Der Plan nimmt Gestalt an und die Kontrolle liegt bei Sarah. Das Team macht sich an die Arbeit, sie schneidet Clips der Reporterin zusammen, ihre übertriebenen Geste, die schwachen Beweise, die skeptischen Nachfragen der anderen Journalisten und fügen daneben die ungeschnittenen Szenen aus Sarahs Pressekonferenz ein, wo sie ruhig und klar antwortet, bevor die Eskalation beginnt. Der Kontrast ist frappierend und genau darauf setzt Sarah. Kein Kommentar von uns, sagt sie, nur rohe Bilder. Die Wahrheit spricht für sich. Mini-Payoff, die Strategie ist simpel, aber genial und die Spannung steigt. Das Video geht online, der Titel kurz und prägnant, entscheidet sie selbst. Was ist Journalismus? Was ist schon? Binnen Minuten explodieren die Aufrufe, die Kommentare überschlagen sich, das ist ein Witz, die Reporterin hat nichts in der Hand, Sarah hat sich korrekt verhalten, Punkt, aber auch vereinzelte Gegenstimmen, das ist Manipulation, doch diesmal ist die Mehrheit klar, die Leute sehen durch die Fassade. Mini-Payoff, die Öffentlichkeit wacht auf und Sarah gewinnt die Oberhand. Während das Video viral geht, sitzt die Reporterin in einem anderen Studio, versucht, den Schaden zu begrenzen. Sie spricht hektisch in ein Mikrofon. Das ist ein Ablenkungsmanöver, das BSW will die Aufmerksamkeit von den echten Fragen ablenken, aber ihre Worte klingen hohl, die Zuschauerzahlen der Sendung sinken, während Sarahs Video weiterläuft. Ein Mitarbeiter steckt den Kopf ins Büro. Die grossen Sender greifen unser Video jetzt auf, sie spielen sein Schleifen, Sarah nickt, gut. Und sie verliert an Boden, die Leute kaufen ihr die Opferrolle nicht mehr ab, Mini-Payoff, die Reporterin taumelt und Sarahs Plan funktioniert. Doch Sarah lehnt sich nicht zurück, sie weiss, dass der Sieg nicht garantiert ist, bis die Geschichte wirklich vorbei ist. Sie ruft ihr Team zusammen, wir müssen es jetzt abschliessen. Ein letzter Schritt, der zeigt, wer wir sind, die Mitarbeiterin fragt. Was meinen Sie? Sarah atmet tief ein. Wir gehen live heute Abend. Keine grosse Produktion, nur ich, eine Kamera und die Wahrheit, das Team tauscht Blicke, dann nicken sie Mini-Payoff. Der finale Akt wird vorbereitet und die Spannung erreicht ihren Zenit. Die Stunden vergehen schnell, die sozialen Medien kochen, die Leute diskutieren jede Sekunde die neuen Videos und die Reporterin wird immer mehr zur Randnotiz. Als die Sonne untergeht, steht Sarah vor einer einfachen Kamera in ihrem Büro, kein Podium, kein Schnickschnack, nur sie in einem schlichten dunklen Blazer, die Haare locker zurückgebunden. Das Team gibt das Signal und der Livestream beginnt. Guten Abend, sagt sie, ihre Stimme ruhig, aber fest. Ich bin Sarah Wagenknecht und ich möchte mit euch sprechen, nicht über mich, nicht über eine Reporterin, sondern über etwas Grösseres. Die Zuschauerzahlen schiessen hoch, Tausende schalten ein Mini-Payoff. Sarah tritt ins Rampenlicht und die Welt hört zu. Ihr habt die Videos gesehen, ihr habt die Diskussion verfolgt. Aber stellt euch eine Frage, warum sind wir hier? Warum kämpfen wir darum, wer Recht hat, statt uns auf die Probleme zu konzentrieren, die uns alle betreffen, die Wirtschaft, die soziale Gerechtigkeit, die Zukunft des Landes? Sie macht eine Pause, lasst die Worte wirken. Ich habe eine Reporterin entfernt, ja. Nicht, weil sie eine Frage gestellt hat, sondern weil sie eine Bühne wollte und es auf Kosten einer echten Debatte, Mini-Payoff. Sie spricht die Wahrheit aus und die Zuschauer spüren ihre Authentizität.
Die Kommentare strömen live herein, endlich Klartext, danke Sarah, und sie fährt fort, aber das ist nicht das Ende. Es geht darum, was wir daraus lernen. Wir brauchen eine Presse, die fragt, die bohrt, die uns zur Rechenschaft zieht, aber keine, die uns mit Theater ablenkt. Und wir brauchen euch, die Bürger, die es erkennen, ihre Augenblicke direkt in die Kamera, es Funkeln darin. Ihr seid diejenigen, die entscheiden, was Wahrheit ist. Nicht die Schlagzeilen, nicht die viralen Clips in ihrem Mini-Payoff. Sie gibt Macht als Volk und die emotionale Verbindung wächst. Die Zahlen klettern weiter, Hunderttausende schauen zu, teilen den Stream, die Reporterin wird in den Nachrichten kaum noch erwähnt. Sarah spricht weiter, ich habe Fehler gemacht, sicher. Aber ich werde nie aufhören, fürs zu kämpfen, was ich glaube, Gerechtigkeit, Fairness, ein besseres Deutschland und eine bessere Schweiz. Und ich brauche euch dafür, sie lehnt sich leicht vor, wenn ihr es auch wollt, dann bleibt dran. Schaut euch die Videos an, die wir geteilt haben, bildet euch eure Meinung und wenn ihr jemanden kennt, der das hier sehen muss, teilt's mit ihm, Mini-Payoff. Der CTA kommt natürlich, verknüpft mit der Story und die Zuschauer fühlen sich eingebunden. Das ist kein Kampf gegen eine Reporterin, sagt sie abschließend, das ist ein Kampf um das, was uns verbindet, die Wahrheit. Lasst uns das nicht vergessen, sie nickt leicht, das Licht der Kamera erlischt und der Stream endet. Die Stille im Raum ist kurz, dann explodieren die Reaktionen zwar stark, Sarah hat recht, endlich jemand, der es ausspricht, Mini-Payoff. Der Livestream landet und die Resonanz ist überwältigend. Draussen löst sich die Menge der Reporter langsam auf, die Geschichte verliert an Fahrt, aber nicht, weil sie vergessen wird, sondern weil Sarah sie umgedreht hat. Ihr Handy summt, eine Nachricht von einem Parteifreund, du hast gewonnen. Sie ist erledigt, Sarah liest es, legt das Handy weg und ein leises Lächeln zieht über ihr Gesicht Grand Payoff. Der Sieg ist da nicht nur über die Reporterin, sondern über das Narrativ mit den Bürgern an ihrer Seite. Doch sie weiss, das ist nicht das Ende, sondern ein Anfang. Die Debatte über Journalismus, Wahrheit und Macht wird weitergehen und sie wird mittendrin stehen. Am nächsten Morgen sind die Schlagzeilen anders, Wagenknecht schlägt zurück mit Transparenz. Bürger unterstützen Sarah nach Livestream und die Reporterin. Sie wird in einem kleinen Beitrag erwähnt, ihre Beweise widerlegt, ihre Glaubwürdigkeit dahin. Sarah sitzt in ihrem Büro, trinkt einen Kaffee, scrollt durch die Kommentare der Leute, echte Menschen, keine Schlagzeilen und spürt, dass etwas Grösseres entstanden ist, Mini-Payoff, die Ruhe nach dem Sturm, aber mit einem neuen Funken. Ihr Team kommt herein, er sagt, das Video hat jetzt 10 Millionen Aufrufe, sie nickt, gut. Aber wir hören hier nicht auf, sie steht auf, blickt aus dem Fenster auf die Stadt, sich langsam beruhigt. Das war nur der Anfang. Die Leute sind wach, jetzt müssen wir ihnen etwas geben, für das es sich lohnt, wach zu bleiben, Mini-Payoff, der Blick nach vorn und die Spannung bleibt erhalten. Die Mitarbeiterin lächelt, was kommt als nächstes? Sarah dreht sich um, ihre Stimme klar, wir zeigen ihnen, dass wir halten, was wir versprechen, Gerechtigkeit, Wahrheit, ein Plan für die Zukunft, die Worte hängen im Raum und das Team macht sich bereit, Mini-Payoff, die Mission geht weiter und die Zuschauer sind eingeladen, dabei zu sein. Draussen mag die Welt weiter toben, aber hier, in dem Moment, hat Sarah nicht nur eine Schlacht gewonnen, sondern eine Bewegung gestartet. Und während die Kameras sich abwenden, bleibt eine Frage, was denkt ihr? War das ein Sieg für die Wahrheit oder nur ein weiteres Kapitel in einem endlosen Spiel?
Schreibt's uns unten und wenn euch's berührt hat, wenn ihr glaubt, dass die Geschichte gehört werden muss, teilt sie mit jemandem, der sie verstehen wird. Denn am Ende, genau wie Sarah sagte, liegt's an uns allen abonniert, wenn ihr mehr wollt, dann das hier. Es war erst der Anfang, Grand Payoff, die emotionale Verbindung schließt sich, die Zuschauer sind gefesselt und die Zukunft ruft.